Goedemorgen, ik freue mich dat zondags jaf. En ik wil van jou met zijn hoe mij dat jet. Ik wie vrijdag je zet tidig morgens op. En ik had me te zondagschool gemerkt. En ik kreeg met zo'n bang gevoel nu is allemaal. Zo wils wie een school weer in Paraguay. Dan wohnen wir durch so 40 Bengels in das Salje Gebiet. Da wir von ungefähr so groß als das Schwacken haben, das Fallstuben und Banjos. Und ein von den Dingen, was so wird Fall, wir wenn uns erst was schwachfall oder erst was anmachlich wird, dann brauchen wir bloß every gehen und die abputtern und sagen, hey, was man mit auf beten. Und du wirst keine Maltag machen, du wirst bloß Studenten. Und wir haben 4 Nachten da. Ich habe gesehen in Gebet, wen die folgenden Bedürfnis. Und für die Zeit wird schwere Dinge in uns Leben hier in Mexiko angegangen sind, habe ich viel allein mit der Zeit muss ich zu mir Gott vertellen. Ich weiß, die Männer sind alle Druck, aber wenn du erst wer von ihnen auf einmal sitzt, wir haben Zeit, weil wir uns treffen, weil wir beten, das fehlt nötig. Wir haben alle Dinge, wo dann schwerfallen. Wir haben alle Dinge, wo Bedürfnis uns trägt. Und wir haben auch alle erst wo Mut wiederzugeben. Und ich weiß, wir wohnen nicht von einer Stube, every nur der andere Stube, wo wir vielleicht ja wieder erst was möglich mehr, damit wir uns bei uns treffen können. Und was mal taub beten und uns hat für Gott entscheiden. Ein von den Dingen, was mir und Elsie ähnlich ist, wir wünschen uns von Worten mehr Kinder. Und so ist nu steht, dass Gott seine Antwort, dort seine genau das genug für uns. Und dort ist ein großer Tag zu verarbeiten. Und man kann uns denken, bet für uns. Da fehlt mir auch noch Mut. Mit das gesagt, will ich mich aber von dir freuen für das Sonderschule. Ich will mit Ihnen taub ein Part von unserem Thema durchgehen, wo ich glaube, wo uns alle kann, geschehen machen. So, für die von Ihnen, wo du noch so ein Set Papier mit haben, und ein Teil von ihnen haben nicht, und dort ist dann ihre Schuld, bin ich gesagt, die sollen das abbewahren. Und für die, die ja sind, dort hat mir Leute auch von denen nicht angedacht, dort waren viele nie sind sie überall, aber da waren noch Handschrift. So, wir sind hier so von Ägypten rübergesiedelt an unsere Sonderschule. So, dort fängt alle an mit Moses, und Moses ist dann nicht bloß der Mensch Moses, Moses ist dort Wort, was wir brauchen für die Zeit von Ägypten rüber, was das versprochene Land. Und Moses Wort brauchen wir auch zum ganzen Part mit Gott signiert Bund mit Menschen beschrieben. So, wenn wir als Christen von Moses reden, dort so viel mehr als bloß der Moses, was durch das Rote Meer ging, mit dem Volk Israel tut. Dann kommen wir hier so bald ein, hier so als der Sinai-Buch. Rick, you have to Papier. Nummer 6, ja? Hier und jetzt sieht das noch wel Winter, der liegt wel auch ein. So hier so ein, hier so haben wir den Sinai-Buch aufgetekent. Und beim Sinai-Buch ist die Zeit von 2. Mose 19 bis durch den 2. Mose. So, die 2. Mose-Zeit hier, der haben wir uns ziemlich gut bekickt. Aber da passiert ein interessantes Ding. So, 1. Mose, Genesis. Wer will mir mal sagen, von wo 1. Mose anfängt, bis wo das zu Ende geht? Sehr gut. Schöpfung, bis wo? Sehr gut, von der Schöpfung bis Ägypten. Und dann haben wir Exodus, dort ist dann uns zweites Buch,
Van wo bis wo? Goed, so dat had ik een groot gezegd van wo bis wo. Aber Ägypten, bat den Sinai-Berg. So, der Sinai-Berg ist sehr wichtig für uns Christen, nicht wegen der Berg oder nicht so was, aber wegen was dort passiert. So, der Sinai-Berg hier, dort ist der Mittelpunkt von dort nie Bund. Und ich weiß, ich habe hier in Sinne schon so viel von Bund, dit, Bund, dort, Bund, Jan geredet. Und ich hoffe, Sie kommen mit, dass Gott mir nie versprechen mit den Menschen. Wenn Sie mir treu sind, dann wird Ihnen Lohn, Kinder, Gesundheit und all diese Dinge geben. Wenn Sie mir untreu sind, dann wird Sie krank werden, nicht Kinder haben, dann wird Sie eine Akarie nicht anholen. Und wenn Sie dann noch einmal nicht treu drehen, dann wird Ihnen Leuten in die Gefangenschaft bringen. Das ist der Bund. Wenn wir von dem Bund wiedergehen, dann werden wir aber nicht das wichtigste Part vergessen. So, wir wollten dort die Israeliten, die haben einen sehr interessanten Art und Weise von sich abstellen. Und dort fängt am 3. Mose, also Leviticus, dort wird Leviticus, dort meint Leviten, und dort kommt her von dem Priestertum. So, wenn jemand die Beker und den halben Wohnbürger redet vom Wort, dort Genesis, dort meint der Anfang. Der zweite Buch heißt Exodus, dort meint Rüt, Gun. Und der dritte Buch, was heißt das? Das ist ja gut. So, Leviticus, dort heißt dann nu dort Priestertum. Okay? So, der Priestertum. Also, wir werden bis mal hastig mir haben, zu was wir eine Priester. Okay, so zu was musst du einen Gottesdienst tun? Der stehen an zwischen Gott und das Volk. So, wenn wir denken an Priestertum, dann werden wir uns mal lernen, nicht so sehr an zu denken, so wie dort jemand sagt, bestes mit einem Prediger vergleichen, wenn du hast nichts mit einem Prediger zu tun. Der Priester wie ein Vermittler zwischen das Volk und Gott. In der 3. Buch Mose will uns lernen, was braucht dort, damit Gott seine Jehen wird angenommen wird. Und das ist ein wichtiges Ding, was ich finde, was wir von der Tag so viel verpassen, weil wir haben dort nicht, wir haben die Geschichte bloß übergelesen, aber wir haben nicht den Weg abgelegt. Dort will Gott das Volk aus Ägypten holt, dort wird das Gleichnis von Sinn losholen. Da musst du ein Vermittler sein, wer diese Menschen dann nicht für Gott angenehm können mehr. Und dort ist, wo das 3. Buch von Moses, Leviticus, uns dann nu feststellt. Und das passiert noch alle hier ist das. So, das Papier, wo wir noch ein Stückchen brauchen, wir haben noch einen langen Weg zu tun, aber wir sind hier noch einmal beim Sinai-Berg und wir wollten dort, die haben Erde gekriegt, die sollen in Zelt bauen, wo die dann nu wollen sich mit Gott treffen. Und das erste Ding, was wir wollen tun, ist uns den ersten Vers von 3. Mose lesen. So, Gott hat nu von auf dem Sinai-Berg geredet, wenn wir das Exodus kennenlernen, dann würde ich sagen, Gott ist alle Wege. Aber das meiste ist Gott auf den Sinai. So, Sinai. So, wo Moses abging und die Menschen haben noch Hoffnung abgegeben von Moses und all diese Dinge. So, der Sinai wir dort wie auf als Gott. Ne? Dort rümmelt, da sind die Gewalten. Und wenn wir 2. Mose lesen, bloß mit, uns jedes Mal abschreiben, wo ist Gott, wenn Gott an diese Geschichte fertig haben, das wird Geschichte schön. So, wenn Sie noch mal Bibel lesen, und Sie wollen interessant Bibel lesen, das Wichtigste, Ruth, was ich Ihnen kann geben, ist, hört mal noch ein Ding ab einmal. So, wenn Sie, sagen, Sie lesen 2. Moses,
dan je papier nog aanleggen, dan schrijf je dan, wo ist Gott? Dan lees je ganz 2. Mose daar, dan jedes Mal, wat Gott redt, dan schrijf je bij zich aan, nu is Gott hier, nu is Gott hier, nu is Gott hier. Dat merkt dat je veel alle harten. Want we in de Bibel nemen en bloos even lezen, dat is wel schön. Maar dan maakt dat veel niet zo leicht aan. En wanneer je een vrouw in den Kapitel oder das Buch lesen, dann hört je veel alle. So, 2. Mose lesen met de vrouw, wo ist Gott? Dort fängt wie Gott verstreut, alle Wege. Bloß nicht mal Menschen, so fällt sich dort, wenn Gott das einmal da wieder auf. Gott redet mit Moses, Moses komt erop. Dan, wenn je wel dreht in de Bibel met mij top nu 3. Mose. So in 3. Mose 1, Vers 1, redet Gott frisch. So, wenn wir uns feststellen, wir lesen 3. Mose, dann haben wir uns die Frau gefragt, wo ist Gott? Dann sagt der Vers 3. Mose 1, Vers 1 sagt, der Herr rief Moses und redet mit an, haben wir von einem Versammlungszelt. So Gott hat nu seinen Platz, manche Gesellschaft geändert. Moses ging einmal sich mit Gott treffen, dann kam der 3 und 2. Mose. 2. Mose fängt an mit dem brennenden Busch. So Gott wie ein Busch. Und nu an Leviticus merken wir, dass Gott hat seine Ubikation geändert. Wir wollen uns von dir dann ein klein bisschen das Mund, wo die sich abgestellt haben, so die willste ersten Versammlungszelt haben, dort muss dann unbedingt in der Mitte sein. So, wie viel Stamm hat Israel? 12. Okay, so das meint, wir werden 3 Stück und jeder sieht von einem Versammlungszelt. Wow. Ich sehe mal nicht nur Kindergarten gehen, ich verstehe nicht mehr. Aber einmal, diese habe ich dann, wo das Volk abgelehnt wird, und hier ist es steht, als das Versammlungszelt. Wenn wir nun in 3. Mose losfahren, dann wollen wir uns bewusst sein, dass Gott ist nun mank das Volk. Das bünd wir. Ich will jün Gott sein, wenn je mich aus jün Gott will. Und da fällt sie, ja, wir wollen Gott aus uns Gott. Du wirst ein Teil Dinge manche kommen, du wirst so bei der goldenen Kolf manche kommen, Gott hat euer übermuten, Moses beten, prachat, Gott soll das Volk verschonen, diese Dinge. Aber 3. Mose fährt los mit, endlich ist dort normalisiert vielleicht. Und dann fingen wir das ganze 3. Mose als ein Priestertum angehen, wo wir dann nu sein, wo Gott mit dem Volk sitzt, binnenbereit zu bauen. So, wenn wir Leviticus im Priestertum durch die Hand schreiben, dann wollen wir aber unbedingt das nicht vergessen, dass das Ziel, das höchste Ziel von dem wir, dass Gott will mit Menschen eine Versöhnung herstellen. Und dann merkt mir das erste Denken am Garten Eden. Gott läuft die Menschheit, was er gemerkt hat, Adam und Eva sind und da braucht 2 und da wird verbrückt. Und nu in 3. Mose sagen wir, wo Gott prüft, mit diesen Menschen eine frische Relation abzubauen. Wir wissen aber, dass Menschen sind sündig und haben keine Recht, keine Möglichkeit für Gott zu kommen. Und du, wenn das der Buch so wichtig zu verstehen, wenn das Bild, was uns so lehrt, wer Jesus ist. Und das ist, wo ich mich anbeten. Ich will mit Jüntop lehren, Alte Testament zu lesen und einmal war Jesus zu sein. Wenn die Bibel lehrt uns, dass Jesus wird die Erfüllung von alles, was du vorher gekommen bist. So, wenn das ist, ich will mit Jüntop noch Hebräer Kapitel 8 blättern. Dann wollen wir uns ein geschädet Engel lesen von Hebräer 8. Der ganze Hebräerbrief, der will uns Jesus vorstellen als der hohe Priester. Der wird einmal für alle Mal Sündopfer durchbrochen, und da wir sich selbst. Ich war
mit Juntaub Hebräer 8 lesen. Wenn ihr wollt, je kan nog metlesen. De oorzaak was ik dat lees als om ons dat beeld, dus we hebben al geleerd, nu waar we terugkijken, nu draden Mose, dan waar we bloos Jezus doorvingen. Zeggen waar we de geschichte weer reich verstaan en metnemen, aber wir an Jesus zu sein. So, das sagt hier in Hebräer 8, das dit. Die Hauptsache, von was wir reden, ist dit. Wir haben einen so einen hohen Priester, der sich dulsat an der rechten Hand vom Thron von der Majestät in den Himmels. Ein deiner von dort Heiligtum in dort war hofgesellt, wohnt der Herr abrecht und nicht ein Mensch. Wils jeder hohe Priester wird angesagt, zu opfern beides, Guven und Opfers. Du wen es dort neidig, dort auch dieser wird haf, dort hei mag opfern. Wils wenn hij nu ab Erd wir, wird hij nicht ein Priester sein, wils du sein Priester wird nur dort gesagt, nur Guven opfern. Wo nur dort Verbild deinen in den Schoten von dort Himmlische, du nur aus Moses eine jährliche Anweisung krieg, aus hij soll dort Zelt frechten, sei du nu, seht hij, dort du alles merkst, nur dort Master, wat die ab dem Berg gewesen wir. Aber nu hat er einen viel besseren Dienst gekriegt, weil er auch ein Vermittler ist von einem besseren Testament, wo auch bessere Versprechungen steht. Weil wenn Jan erstet wir fehlerlos gewesen, wurde nicht Rüm gesagt worden für ein zweites. Weil er sagt, hij checkt, du kommen der, sagt der Herr, dort ich über dort Hus Israel und über dort Hus Juda ein neues Testament merken war. Nicht nur das Testament, wo ich mit ihrer Futter schmück, Dach, als ich ihre Hand nehme und ich dort Ägyptenland zu leiden. Wenn sie nicht an mein Testament bleiben, habe ich ihn nicht geachtet, sagt der Herr. Wenn es das Testament, wo ich mit dort Hus Israel merken war, nur der, sagt der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihre Horten, wo ich die schrieben, und wo verehrt ein Gott sein, und sie sollen für mich ein Volk sein. Und sie wollen nicht ein jeder seine Nube und jeder seinen Bruder lernen sein, erkennen dem Herrn, wenn sie alle sollen mich kennen, von dem Kleinsten bis dem Größten. Wenn ich ihre Gerechtigkeit gnädig sein in ihre Sünden, in ihre Gesetzlosigkeit, wo ich nicht mehr behol. Indem er sagt, ein Niet, haft er das erste Altgemerk, was nu veraltet und alt wird, als verschwingt. Der erste Bund hat wirklich auch Gottesdienstordnungen in das irdische Heiligtum. Willst du wie ein Zelt reingemerkt, dort feste du bist, wie in die Lampenhole, in die Dash, in die Brot, und das wird dort Heiligtum genannt. Hänge die zweite Gardine, wie dort Zelt, wo der Allerheiligste genannt wird. Dort hat das goldene Rückgefäß, in dem mit Gold betrocknete Bundestjes, und du bist die goldene Krug mit Manna und Aaron sein Stock, der uitgeloten hat, in der Steinertufel von dem Bund. Und du boven über der Herrlichkeitscherubin, der dort Versöhnungstag soll über Schoten deuten, von wohne Dinge wie nu nicht abwart reden kann. Als nu dit so reingemerkt wird, gingen die Priester immer an dort Feste vom Zelt nennen und verrichten den Gottesdienst. Aber an der zweite, einmal das Jahr, der hohe Priester allein, nicht ohne Blut, dort er abfahrt für sich selbst und für die Menschen ihre Fehler. Der Heilige Geist, der dienen, dort der Weich an dort Heiligste nennen, noch nicht offenbar wird, solange als das erste Zelt eine Stadt hat. Wo ein Gleichnis ist, an der jeden wird getit, und wo geopfert worden beides. Guven und Opfers, wird nicht kennen, den sie in gewissen vollkommen merken, der den Gottesdienst tät. Die bloß an Eten und Trinken und verschiedene Waschungen und Fleischordnungen wie, die bei der Tragstellungszeit abgelegt wird. Christus aber ist gekommen, ein hoher Priester zu sein, von der Gaude kommende Dinge, durch ein gerettet und vollkommen Zelt.
Nicht dort von Hängemerkte, dort ist nicht von dieser Schöpfung, auch nicht durch Blut von Kosenberg und Chalva, aber durch sein eigenes Blut ist er einmal an das Heilige hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erschaffen. Weil wenn dort bespritzen mit Blut von Balles und Kosenberg in der Arsch von einer Stork, der Arena heiligt, zu dort Fleisch seine Reinigung, wie viel mehr wird Christus in Blut, der durch den ewigen Jesus sich selbst ohne Fehler zu Gott opfert, uns gewissen reinigen von der Todeswirkung an dem lebendigen Gott zu dienen. Deswegen ist er ein Vermittler von dem Neuen Testament, dort durch den Tod, was geworden ist, zu der Erlösung von den Übertretungen, die unter das Erste Testament wird, dort die Beraubten möchten die Versprechung vom ewigen Aufgott kriegen. Weil so ein Testament ist, du musst der Tod passieren von dem, was dort mögt. Weil es ein Testament, was mit dem Tod fährt, weil es dort keine Kraft hat, wenn die, was dort gemerkt hat, noch lebt. Du ist auch nicht dort erste ohne Blut angewählt worden, weil es aus Moses jeder Gebot geredet hat, zu allen Menschen vom Gesetz. Nimm heute dort Blut von Chalva und Kosenberg mit Wutter und blutrote Wall in Isop und bespritzt beides, dort Bürg und alle Menschen und seht, das ist das Blut vom Testament, was Gott uns geboten hat. Und so auch bespritzt er mit Blut beides, dort zählt in alle deine Fässer. Und meist alles, was nun Gesetz nur gereinigt mit Blut, und ohne Blut verjeuten, passiert keine Vergebung. So müssten nun die Vorbilder von den Dingen an den Himmels mit diese gereinigt werden, aber die himmlischen Dinge selbst mit besseren Opfern als diese. Weil Christus nicht an dem mit hängemerkten Heiligtums hineingegangen, wo nur Bilder sind von der Wahrhaftigen, aber am Himmel selbst, nur sich fertigstellen für Gott, sein Angesicht für uns. Auch nicht dort sich soll opfern, so als der hohe Priester alle Jahre an das Heiligtum nennt mit fremdem Blut, weil es dann hat Verang muss liegen von der Welterde Grundlegung an. Nu aber ab dort Welteng, als er einmal erschien, den Sinn auszustrecken, durch das Opfer von sich selbst. Und so ist der Mensch dort gesagt, ist, einmal zu sterben, aber nur das dort gerecht. Also ist Christus einmal geopfert worden, viele ihre Sünden zu drehen. Zum zweiten Mal wird er geseinen worden, ohne Sinn von dem, was nur am Lehrer zu der Seiligkeit. Die 2 Kapitels, die merken mich ganz gut, wenn ich mich der Werk mit 3. Mose beschäftigt habe. Und ich wünsche, ich könnte einen dort verlangen erwarten, 3. Mose zu studieren und einmal war Hebräer 8 und 9 zu lesen, wenn uns fehlt dort. Uns fehlt dort zu verstehen, was für großes Opfer Jesus wirklich durchstellt. Und ich will nicht ihn bekehren im Zwiebel sein. Ich glaube, wenn ihn bekehrt haben und Jesus anerkannt haben, das scheinen, die sind gerat. Aber ich finde, wir können Jesus noch so viel besser kennenlernen durch 3. Mose. Wenn Jesus muss sterben, wenn dort Blut von den Kassen und den Tieren dort halt nicht, da wie ein Bild. Da wie ein Bild wird für uns durchgestellt worden, zum sein, wer Jesus dann nu ist. Mit der Veranleitung an 3. Mose, weil wir uns dann ein paar Dinge bechecken, die so sehr wichtig sind zu verstehen. Wir haben im Buch, ich will hier mal auflassen. Wir haben in 3. Mose ein sehr klares Patron, also eine Richtlinie, wo wir gehen. So, wir haben also ein Pack, und ich will Ihnen hier Dinge abschreiben, und wenn jeder was zum Schreiben hat, schreibt Ihnen da ab, nehmt Ihnen mit nach Hause und lest Ihnen die Kapitel durcheinander, während ihr hier einmal Pack wie stoppt. So, das erste, was wir wollen wissen, ist, Gott ist heilig. Okay? Gott ist heilig und das meint Unfehler, rein, vollkommen, alles wird, was wir für Menschen nicht brauchen können. Dann haben wir einen zweiten
Israel. Und was ist Israel? Dat soll, ja. Wat haben die grootste doen voor 3 Mose omvang? Schrecklich gesündig. Da haben al het Gold, wat uit Ägypten rückgeholt haben, geschmolten und Kolf davon gebüht und gesagt, weil wir uns eine Aufgabe merken, wenn wir hängen herumgehen können. Das erste Gebot sage ich, nicht aufgehört dadurch. Wenn wir dann hier so mit Hand schreiben, dann würden wir sagen, voll Sinn. Und das steht losfort von 3 Mose. Wenn wir dann heilig, den heiligen Gott wollen beschreiben, dann würde ich sagen, to sie gesagt in einzig. Also das Gott, den haben wir nicht angelegt, wenn wir sind ja von 1. Mose bis hier. Ne? Wir wissen noch, Gott hat die Welt gemerkt, der herrscht über alles. Wir wissen diese 2 Dinge von Gott. Wir wissen aber auch, wo muss das Volk da nu dazu kommen, zum den heiligen Gott begegnen? Die brauchten unbedingt eine Gerechtfertigung. Ja? Die selbst wären nicht gerecht, so de muss eine Gerechtfertigung passieren. Du wenn sagt dort, justificados pues por la gracia, tenemos paz para con Dios. Was sagt du wieder? Du weißt den Vers auch nicht, ne? Dort Gerechtfertigung wird. Dort Volk wie Verbrück. Und die viel abzufixen, fertig können und Gott seine Gegenwart ankommen. Und Paulus braucht dieselbe wie Johannes, Petrus, das ganze Neue Testament, braucht das gerechtfertigt, justificados. Wir müssen vor Gott kommen. Oder, ja, Hebräer sagt, wir müssen vor Gott kommen, und es wird zur Radung gerecht. Und das ist, was hier passiert. So, wenn wir das mitnehmen an 3. Mose, dann haben wir all ein gutes Bild von was hier passiert. Und Kapitel 1 bis 7, so hier geht es dann nu los. Von 1 bis 7 habe ich dann nu das ganze Pack von Opfer. Und das ist sehr interessant, und einer lässt du Kapitel 1 los, redet uit das Zelt, aber das erste, was du losgeht, ist, wo wir dort zum Sündenvergebung erlangen. Und dann haben wir nur Mechels, Kasen, Schub und Düven. Und dann wurde sollen geschlacht und dort ganze Porto mit bei. Aber diese Opfer haben ein Ziel. Ihr wisst ja, wo das ist. Wer will das sein? So gut, so diese Opfer dienen ab Senden Vergebung. Dort ist ein sehr schöner Part von der ganzen 3. Mose, wer in den ersten 7 Kapitels redet Gott von der Versammlungszelt der Volk und sagt, dort das, wenn ihr sind Sünder, dort das, und ich will ihnen vergeben. Und dann hast du eine Liste von Dingen, wo du Vergebung herstellen sollst. Und das selbe Park fingen wir dann aber von Kapitel 23 bis der 25 in Teil von Partys. So für die von Ihnen, die Luther Zeit in Trouble haben mit unserem Helgedeel, dann lest 3 Mose. Wir haben keine Helgedeel im Vergleich mit dem. Aber die Kapitel 23 bis 25, dort handelt es sich um, wo soll je ein Fast feiern. Aber diese Fasten werden nicht bloß auswort. Diese Fasten, die sollen diese Sündenvergebung an Denk holen. Also, das Volk Israel kriegt ungeordnet Opfer, um Sündenvergebung zu kriegen.
merken fast en leert je niet kengen dat God zinnen gegeven heeft. Dat zijn twee zware dingen. So, een is opvringen en de andere is een schub slachten, de Nuberschale handkrijgen en zeggen, we moeten unbedingt nicht vergeten, dass Gott genug ist. Dass Gott vergeben hat und dass Gott du hast für uns. Und dasselbe haben wir dann aber noch, wer ist dann nu für Wort verantwortlich? So, wir wissen, dort haben wir alle nicht sinnig schon gelehrt, du kannst kein Mensch, so stehen ich ins Halten angehen, der Wort von Gott dort gemerkt, wenn er dort tut. So, von Kapitel 8, bei der 10, haben wir die Priesterordnung. Also, was sollen diese Priester da nu tun? Dort habe ich ein paar Mal gesagt, so das weiß ich nicht. Anstehen für die Menschen. So, Mikey, wir haben erst einen kleinen Opfer, was du sollen gebracht worden, aber na, wer wird das tun? Dann in 8 Partien haben wir dann eine ganz klare Beschreibung. Ein Priester ist nicht irgendwer, ein Priester ist von Gott angestellt, Priesterdienst zu tun. Und du war wir dann in der Meier noch von Bestrafung. Wenn der Priester dort Arbeit tut, dann und dann noch ein paar andere Dinge, die du dann mit beichten. Dann aber am 21 und 22, dort hier in der Mad, die 2 Kapitels, die haben einen großen Klumpen von, ja, weil wir haben mit Requisitos. Was sind Requisitos auf Plotitsch? Verschriften? No. Verschriften sind bloß Gesetze. Requisitos sind, die müssen das und Dinge falsifizieren, was sie können. Weißt du, was Requisitos sind? Famos una recaudación de rentas, no, yo voy. Ok, so, agua hier dann Requisitos. Ich will mir lernen, no Plotitsch zu schreiben, aber das weiß ich bloß nicht. Weiß erst, wenn nicht, was Requisitos sind. Okay, so requirements, das stimmt. So, wenn ein Priester, wenn hier in Kapitel 18 dort so fertig, dort du wirst ein Priester sein, dann musst du unbedingt 21, 22 lesen, wenn du wirst immer noch Priester, was nicht kein Priester sein. Du bist nicht gut genug für das. Priester werden besondere Menschen und du wirst gewisse Dinge, wo ein Priester muss vollziehen, damit er ein Priester sein. Wenn wir dann erst vorbei sind, dann haben wir all Abwasch, und die wir Abwasch bringen, aber dann haben wir nur noch an unsere Menschen, an die Gesellschaft von Israel, dort Volk. Wenn wir so lesen von Vers 11 bis 15, von 11 bis 15, du haben wir dann eine Reinigung, Und diese erste Reinigung, von was dort redet, dort hat zu tun mit wo. Also, dort ist dann Hängewaschen, dort mehr Dinge, wenn erst von ihnen nochmal das fertig haben, nach Israel zu fahren, das erste Ding, was jemand abfällig sein, was von der ersten Tag noch passiert, und dort ein Tempel ist, dort die Männer waschen sich 3-mal daheim für die Beten gut. So, da haben wir mal Fuentes abgestellt und Schapjes, und dann wird erstmal hängewaschen für die Beten gut, weil du sind noch ein Teil von diesen Dingen, was die Juden mitschlafen, was von der ersten Tag noch. Wir wissen nicht, dass wir Bilder für das, was wir von der ersten Tag an Jesus soll lernen, so wie wir brauchen uns nicht hängewaschen zum Beten, das ist nicht richtig verstehen, aber Reinigung, wo merke ich mir heute zum Zelt gehen, und nur wie ein gerautet Pack, um ein Beten. Aber dann wird du noch ein ganzes Weggedenk, was wir nicht wollen vergeten, und dort ist die Reinigung, die Reinigung von also auf Spanisch sei wie dort die Purifikation moral. Wo lebe ich? Und dort hat dann mit so viel Schweinerei fertig und dort gerade so, wo du fertig wie einmal war, dort moralische Leben am Eihe
Betrieb. Also morgen soll sie eine Frühtrü sein und dort wie alles, was du willst. Wenn je daar nach der Bibel schon kommt, du willst einen großen Klamm von reden, wenn Jesus sagt, du uns klar, wo das ist, wo Gott die Welt gemerkt haben würde, man morgen früh schafft. Aber das kriegt das alle, die Menschen werden so schrecklich, so versinnlich in alle Hinsichten haben, dass Gott muss Reinigung klarstellen für wo leben Menschen nicht existieren. Das ist von Gott erschaffen. Mangt das alles, dann haben wir noch ein Säuer, bitte, weil ja da haben. Wenn wir hier nun den Kapitel 16 und 17 lesen, und ich will Ihnen merken, wenn ich nicht ganz gerade Mose lesen, das Werk, dann lest 16 und 17, wenn dort Namen wir auf Spanisch, Dia de la Expiación. Also du wirst ein Tag, wo du ein Opfer gebracht wird, wo du geopfert wird, sind unbewusst. Okay? So, wenn du mal soll, von dieser Opfer und dieser Reinigung nach alles, was passiert sein, was Gott im Gräuel ist, sei wie dort auf Hochdeutsch, Gott ist so heilig, dass wenn man all das, du nach alles, was du tun hast, was du nicht hast sollt, dann wirst du noch verdammt. Und im 16 und 17 fing wie, dass Gott ordnet an, du sollst einen Tag geholt zum Opfern für den Sinn, wo du nicht mal bewusst von bist. Und wenn ich morgen, wenn ich Psalm lesen, dann will ich Versen lesen, dass der Psalmist sagt, prüf mich Gott. Und fing ut, was ich das gemeint habe, wenn der Psalmist kann das, und er will unbedingt nicht vor Gott kommen, mit Sinn, wo er selbst noch nicht mal bewusst wird. Und uns fehlt dafür, und Gott uns, ich muss denken, hey, weißt du was, das, was du tust, das bist Glückste vom Arsch. Das Tag von der Opfer für den Sinn, was unbewusst wird, dort wir ein sehr interessantes Opfer, und ich möchte ein paar Dinge davon erwähnen, so du wären zwei Cousin. Wer weiß, was mit dir passiert? Sehr gut, so der eine war geopfert. Sehr gut, der wird in der Wildnis angejagt. So vielleicht sollten wir alle Jugendlichen dort Tarea mitgeben und sagen, lest doch mal und erklärt uns, dass ihr mal nächste Sender würde wir mit dem Opfer und das ein sehr interessante Lied werden. Ein Tier war tot gemerkt und das andere Tier war bloß über den Kopf gegangen und in der Wildnis angejagt. Und das ist eine Lied durchhängen. Sie könnt ihr mal. Wenn wir das dann erst alles das Park taub haben, dann fingen wir dort 3. Mose schlitt auf mit einer wirklichen Abruf für Trüsen. Und ich will von dir mir ein paar Minuten Zeit nehmen, um das mit uns von der Tag vergleichen. Also, wir können die Geschichte von Jesus und erst wer zum Christentum von der auch bloß so halbwegs bekannt ist, wie weiten dort Opfer als für uns Jesus. Sehr viele Menschen können das noch nicht vollständig begreifen, weil wir haben Ferien nicht unsere Arbeit getan als Lehrer, um dort erklären, wo so ein Opfer, wo dann muss Jesus sterben in das ganze Park. Aber wenn wir mal von dort gehen, dass das ist ein bekanntes Thema von dir. Wenn wir 3. Mose lesen, dann ist bei mir das eine Ding von der, oder will ich mir Räumung von der extra Sachen geblieben. So im Kapitel 26 und 27 kommt ein Ding für, was ich von der nachnahen, heilig leben. Wenn wir Neue Testament lesen, dann fingen wir das
Überall. Wir fingen so sehr viel, besonders in Paulus seine Brief, wenn wir genug erlangt haben, dann haben wir nicht Freiheit und Sinn zu leben, um die genug geraten zu machen. Und ich fing dort, sie fern mit der Mentalität gewesen, ich habe fern so gedacht, das Alte Testament lehrt uns, dort lebt bloß, und dann, wenn der Tiet ist Champ, dann holt die dort schmackste Schuppelten Stall, dann gehen in den Tempel, hackt den Kopf auf, und dann verbrennt sie durch, und dann haben wir Gott zufriedengestellt, und dann sind wir bereit für das nächste Jahr. Das ist nicht so. Der Opfer, wo 3. Mose uns feststellt, wir zweimal mit der Aufsicht, lebt dein Leben, und dann kommen Opfer. Es wird 26 und 27 nicht Port sein von 3. Mose. So 26 und 27 ist der Abruf ab heilig. Lev dein Leben nicht am Missbrauch von dem Opfer, was du jetzt gebracht hast. Ich will mit Ihnen nur 3. Mose 26, 3. Ich muss sehen, dass meine Bibel so habe. So, wenn ihr durch sind, dann werden wir 3. Mose 26 von 1 bis Vers 13 einmal lesen. Und dort sagt du, je sollen jünt auch keine Jätter merken, in so eine Jätterwälder an jün Land abstellen und die anbeten, und don't auf dort uitgearbeitet oder gegutene Figuren oder ein Stein angehackte oder angekreuzte Bilder sind. Ich sehe der Herr, jün Gott. Holt meine Sabbatjahr an Ehren und dort mein Heiligtum nicht veranirrt. Ich sehe der Herr. Wenn ihr nur meine Anweisungen rechten und meine Geboten befallen wollen, wo ich ihnen zu der rechten Zeit reingeben und dort Land soll eine gute Annung bringen und die Bäume sollen Frucht tragen. Und die Drachtzeit soll bei der Weinernte riechen und die Weinernte soll bei der nächsten Ackerzeit riechen. Je sollen genug zu eten haben und an ihrem Land in Sicherheit wohnen. Ich will nur checken, dass an ihrem Land Friede ist. Wenn je schlupen gehen, braucht je nicht fürchten, dass wer stieren wird. Ich werde Veletieren in ihrem Land wegschaffen und keine fremde Armee wird ihrem Land überfallen. Je sollen jene Feind verdrieben und die sollen verjüngt durch das Schwert fallen. 4 von ihnen sollen 100 verdrieben und 100 von ihnen sollen 10.000 verdrieben. Jene Fien sollen verjüngt beherden voll. Und ich will auf jene Seite sein und du noch checken, dass je viel Dinge haben und immer mehr wird. Ich will zu meinen Bund stehen und alles erfüllen, was ich ihnen versprochen habe. Je wollen noch von der Ferien zu eten haben, wenn der frische Arnd all durch ist. Und das zu Joschet wegschmieden machen. Ich will mit manchen wohnen und will nicht wegschmieden. Und ich will manchen bleiben und will Gott sein und je soll mein Volk sein. Ich sehe der Herr, Gott, der jünt aus Ägypten rausgebracht hat, wo je Sklaven wird. Ich habe jünt Sklavenjoch verbrochen und Leute jünt abgereicht gehen. So Gott raubt ab am Ende von 3. Mose, nicht zum sagen, lebt in einem versendig und dann kommt ihr Opfer. Der Abraub ist heilig zu leben. In der Opfer, was du dann nicht passiert, die passieren zu der Emergenz. Also ich finde kein anderes Wort für dort Opfer aus der Emergenz. Das Volk hat so klar Vorschriften gekriegt, das und all das er jetzt einfach Und dann sollen sie leben. Und wenn wir mal einer oder andere Orten wies, die hatten Vorschriften vom Sabbat, und dann hatten die erst wem gehalten, und dann wissen die nicht mehr, aus den halten, wie wirklich nötig war oder nicht. Dann plaudert er gewissen, dann ging den Opfer bringen, wenn die wohl unbedingt nicht den Sabbat haben, angeschwiegt. Dort wir nicht ackern und Sabbat, und dann war ich schweigen von Sonnabgang bis Sonnenuntergang, und dann war ich Montag im Tempel vor den Opfer bringen, wenn ich mich versündigt. Macht ihr den Unterschied? Also der Opfer, weil wir nicht verstehen, aus gleichzeitig kann leben und dann gehen opfern. Das ist nicht der Idee.
Der Judei wir herrlich leben, so soll aus Menschenfleisch mehlig ist. Und wenn du dann gesündigt hast, dann wird du eine Radung für die Leute. Und das merkt für mich den ganzen Unterschied an 3. Mose verstehen. Wenn wir als Christen können an Jesus nun checken, aus der Radung, ja, wenn keiner von uns kann und Himmel, wenn wir haben gesündigt. Aber Jesus ist nicht die Utrede zum Sinn leben und dann trägt ran und dann sagen, kannst mir das auch noch vergeben. Das ist nicht, was das Neue Testament uns lehrt und das kriegt das selbe, was 3. Mose uns lehrt. Jesus ist das vollkommene Opfer und da werden wir niemals die Gnade missbrauchen. Und wir wollen uns lehren, uns Christen lehren, so stief zu tragen, dass wenn erst wer denkt an Sinnenvergebung, dass der dann auch denkt, dass ich habe mein Bestes getan und ich habe gefehlt. Und da bin ich nur Jesus, wenn ich mich vergeben. Aber keinmal soll erst wer so denken, von der wo ich das und das in die Hand tun, und dann, wenn ich das ich getan habe, Geld gemerkt habe, dann will ich noch beten, Gott verjagt mir kein erst, wenn ihr Schäd hängen, das Lächeln führt. Das sind zwei sehr verschiedene Dinge. So, ich merke, ihr Mut, lest 3. Mose, lest so viel, was ihr dort sagen bleibt, was das Opfer dann ihr bedienen soll. Horcht du nun, wer wären diese Priester, wo deuten die? Vergleicht dort unbedingt mit Jesus, wenn das bildlich gerät von der Radung, wo Jesus uns bringt. Wenn ihr die Kapitel von Hebräer noch mal abschreiben, einige von ihnen haben die Dinge abgeschrieben, du fragst mich, schriebst du an Hebräer 8 und 9, dort sind die 2 Kapitel, wo du taub geführt Jesus als Priester verstanden. Ganz ein Hebräerbrief ist noch viel weiter lesen, wenn dort Hebräer redet bloß von Jesus als Priester, aber taub geführt 8 und 9, dann habe ich einen golden Anfang der Bibel studiert. Lest ihr dort, in wir Jesus kennenlernen, als das vollkommene Opfer. Und wenn wir uns von der ersten Tag anschauen und sagen, wofür würden wir wollen ein Opfer bringen? Bloß wenn wir gleichgültig gewesen. Weil wir uns unsere Gnade missbrauchen. Oder weil wir dankbar sind für die Gnade, die Jesus uns durchbracht, weil es häufig einmal vor allem mal opfern Leute an unsere Schuld. Dankeschön für Mitmachen. Frag mich zur nächsten Sonntag. Aber